Et war mal an einem kleinen Dorf, ein Mädchen und ein Jung, den Tom und Julie. Et war ein wunderschönen Hirschtag. Die Sonne hat geschenkt, Blätter von den Bäumen haben angefangen zu fallen und am Wand zu fliegen. Den ganzen Tag waren den Tom und Julie spazieren. Für dich durch das Dorf, dann über die Wiesen bis auf einmal beim Busch gekommen sind. Wo sie an den Busch gegangen sind, war da einmal düster. Bäume haben sich am Wand bewegt, eine komische Komödie gemacht. Wie ein altes Stück Holz, was quietscht. Quietsch. Aber das waren nicht die einzigen Geräusche, die den Tom und Julie hören haben. Huhu, huhu. Als es gegangen, war das ein Eil. Als es da schon so spät. Denn Tom und Julie hatten Angst und wollten sehr heimgehen. Wir sind ihre Wege nicht mehr gefunden. Überall, wo sie hingegangen sind, waren mehr Bäume und das immer mehr düster ging. Und dann waren es nicht nur die Bäume, die gequietscht haben, und die Eilen, die Huhu gemacht haben. Nee, denn Tom und Julie haben ganz klar etwas am Busch sich bewegen hören. Ein Tier oder vielleicht ein Mensch, haben sie gemeint. Sie haben nämlich ganz klar das Geräusch hören von erst die Brüche, wenn ihn trippelt. Und die Komödie ist immer mehr nachgekommen. Aber sie haben nichts gesehen. Denn Tom und Julie hatten so viel Angst, dass sie fortgelaufen sind. Fort vom Komödie, fort vom Düsteren. Auf einmal waren sie an einer Lichtung gekommen, am Busch. Also ein Platz, wo Männer Bäume sind, aber wo es mehr hell ist. Und da in der Mitte von der Lichtung gab es ein kleines Häuschen. Und nebendran ein Putz. Vielleicht hat früher mal einer da gelebt. Keiner war froh, endlich ein Gebäude gefunden zu haben. Und hat gehofft, dass einer dabei wäre, den ihnen den Weg aus dem gruseligen Busch kennt weisen. Mir kam keine Antwort. Keiner probiert, die vom Häuschen abzumachen. Mit der war so. Sie konnten nicht ran. Und dann plötzlich haben sie etwas hören. Was war das? Das hört sich an, wie wenn ihn etwas Hartes gegen den Stein kratzen. Geräusch ist mir hart gehen. Und keiner war vierwitzig. Von wo kam das Geräusch? Vom Putz natürlich. Denn Tom und Julie gehen los dahin und hören weiterhin, was immer mehr deutlich wird. Hallo stehen sie beim Putz. Mit Seite vom Putz sind relativ heiß und sie sind nicht direkt daran. Ob einmal hören die zwei das Geräusch vom Kratzen nicht mehr. Denn Tom und Julie ziehen sich auf die Mauer ab und gucken an den Putz ran. Und was gesehen sie? Der Gruppemann! Sehr wie plötzlich hat der Gruppemann sich die zwei Kanner gekrobt und an den Putz gezündet. Und den Tom und Julie dürfen nie mehr gesehen.